Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Die Falle des Zauberers. Im Jahre 1986 entdeckt der 15-jährige Schüler Peter Seiffert bei seinem Sommerurlaub in Afrika in einem verwilderten Tal eine Höhle. Im Innern der Höhle wird er durch die Kräfte eines magischen Pentagramms erfasst und in eine andere Zeit versetzt. Eine neue Welt tut sich ihm auf. In dieser neuen Welt trifft er seinen guten Freund und Begleiter Queck, den Elfenkobold. Einen Zwerg mit verfilzten schwarzen Haaren, spitzen Ohren und purpurfarbenen Kleidern. Der Elfenkobold Queck ist ebenso wie Peter durch das magische Pentagramm in diese Zeit versetzt worden. Doch er ist schon lange Zeit in dieser jetzigen Welt, die man Vakanien nennt. In ihrer hoffnungslosen Lage suchen die beiden gemeinsam einen weisen Mann auf, Melord, den Seher. Dieser kennt das Schicksal der beiden und weiß auch Rat. Sie müssen Xavros, einen bösen schwarzen Zauberer, finden, der die Kräfte des Pentagramms zu nutzen weiß. Der Schlüssel zum Rätsel des Pentagramms ist das Amulett, das Xavros um seinen Hals trägt. Peter erhält eine Wunderwaffe, einen alten Stock, der sich durch einen Zauberspruch in einen stählernen Kampfstab verwandelt. Dank seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen, Feuermähne, und wird somit Herr über die Wunderwaffe, die Hiebestahl genannt wird. Auch der Elfenkobold bekommt eine magische Waffe, eine Zauberbola. Nun gut gerüstet für das Zusammentreffen mit dem bösen Zauberer Xavros, machen sich die beiden Helden auf den Weg, begleitet von Palas, den Falken, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. Zurzeit befinden sich Feuermähne und Queck, der Elfenkobold, auf dem Weg nach Cherab, der Hauptstadt des Königreiches Zania. Xavros, der böse Zauberer, soll dort sein Unwesen treiben. 4 Stunden sind wir jetzt schon unterwegs. Man kann die Hand nicht vor Augen sehen, dieser düstere Nebel. Unheimlich. Was denkst du, Feuermähne? Ob Melords Falke noch in der Nähe ist? Melord, der Seher, sagte, dass der Falke uns immer beobachten kann. Wenn das stimmt, kann uns auch Melord sehen. Er sagt, er sieht mit den Augen des Falken. Er ist ein mächtiger Zauberer. Vielleicht kann er auch unser Gespräch belauschen. Zum Glück ist er auf unserer Seite. Was ist? Stimmen. Ich höre nichts. Doch, hinter der nächsten Wegbiegung, da spricht jemand. Bist du sicher? Ja, wer mag das sein? Räuber? Übertreib doch nicht gleich. Auf alle Fälle sind es mehrere Stimmen. Feuermähne, ich habe einen Plan. Du gehst den geraden Weg weiter. Ich werde mich hier in die Büsche schlagen und dir ungesehen folgen. Solltest du in einen Hinterhalt geraten, werde ich dir aus meinem Versteck heraus zur Hilfe eilen. Aber vergiss mich bitte nicht. Nein, viel Glück, Feuermähne. Ob ich mir Hiebestahls Kräfte zu Nutzen machen soll? Moment, ich muss zuerst den Zauberspruch sagen und dann den Stock auf den Boden stoßen. Bei meiner roten Haare Pracht, Stock, gib mir deine Zaubermacht. Oh, dieser Donner und das Zischen. So war es, als mir der Zauberer den Stock gab und mich den Eid schwören ließ, meine von ihm bekommenen Kräfte nur in den Dienst des Guten zu stellen. Ich müsste jetzt so stark wie 12 ausgewachsene Männer sein. Aber seltsam, ich fühle mich so wie immer. So, jetzt bin ich an der Wegbiegung vorbei. Doch ich sehe niemand. Alles ist ruhig. Ich werde Queck rufen und ihm sagen, dass er Gespenster gehört hat. Ja, Junge, wohin des Weges? Was wollt ihr von mir? Du hast wohl Angst? Man kann dich zittern sehen. Lass mich in Ruhe, ich hab euch nichts getan. Der Kleine hat uns nichts getan. Du rothaariger Wicht bist in unser Gebiet eingedrungen. Und jeder, der in unser Gebiet eindringt,
bezahlt entweder mit seinem Geld oder seinem Leben. Was wollt ihr überhaupt von mir? Wir wollen Kupfermünzen. Oder hast du gar ein paar Goldstücke bei dir? Grover! Melkor! Durchsucht ihn! Lasst mich in Ruhe, sonst... Meine Hölle und den Teufeln! Was ist das? Er ist doch nur ein Kind! Und doch hat er meine Männer hochgehoben und von sich geworfen, als wären sie Federn! Er ist ein Zauberer! Nehmt eure Eisenkeulen! Macht ihm den Geld! Weg von hier, Männer! Weg hier, Männer! Weg hier! Komm aus deinem Versteck hervor, Queck. Die Räuber sind weg. Die sind gelaufen wie die Hasen, als sie es mit meiner Zauberboda zu tun hatten. Wir Elfenkobolde können besser hören als alle Völker Vakaniens zusammen. Ich hatte recht mit meiner Behauptung, vor der letzten Wegbiegung Stimmen gehört zu haben. Auch meine Idee, mich im Dickicht zu verbergen und abzuwarten, was geschieht, hat sich bezahlt gemacht. Ihr Elfenkobolde scheint nicht nur das feinste Gehör und die besten Ideen zu besitzen, obendrein seid ihr auch noch die größten Prahlhänse. Komm, wir müssen weiter. Als die Sonne aufgeht, haben Feuermähne und Queck den Berghang überschritten. Der Morgen graut. Dort hinten geht's in einer Stadt. Das muss Cherab sein. Aber ich bin müde. Lass uns ein wenig ausruhen. Was uns wohl in Cherab erwartet? Ich weiß es nicht, Queck. Aber wie gerne würde ich jetzt eine Limonade trinken. Was? Limonade trinken? Das ist eine Beleidigung für alle Elfenkobolde. Warum? Einer der größten Könige des Elfenlandes war König Limonad. Er war ein großer Krieger. Aber Queck, ich wollte doch nicht euren König beleidigen. Wir in unserer Zeit haben ein Getränk, das Limonade heißt. Es schmeckt sehr gut und erfrischt. Mir scheint, du kommst aus einer sehr verrückten Zeit. Mag sein. Hast du Durst? Da hinten sind mehrere Bäume, deren Früchte sehr wohlschmeckend sind. Warte, ich werde dir etwas bringen. Alles ist wie im Traum. Aber ich träume nicht. Ich bin in einer Welt, wo man keine Pommes frites und Hamburger und keine Limonade kennt. Mein Freund ist ein Zwerg mit spitzen Ohren und purpurfarbenen Kleidern. Ein guter Zauberer hat mir eine Waffe gegeben, die mich zum stärksten Mann macht. Und zu guter Letzt suche ich einen bösen Zauberer, der als einziger das Geheimnis des Pentagramms kennt, durch das ich hierher kam. Wenn ich je in meine Welt zurückkehren kann, wer wird mir das alles glauben? Ob ich je zurück kann? Vater, Mutter, Georg, sie machen sich sicher viel Sorgen. Ich würde sie so gerne wiedersehen. Weg? Mein Freund, seid mir gegrüßt. Sagt mir, welchen Weg ihr gehen müsst. Ich würde euch gerne begleiten, ein wenig mit des Weges schreiten. Vor Feuermähne steht ein Wesen, auf dessen menschlichen Körper das Haupt einer Hyäne ruht. Wer bist du? Ich bin der Hyänenspion, euer bester Freund für ein wenig Lohn. Bin mal hier, mal dort, doch nie sehr lang am selben Ort. So wie ich stets neue Ziele wähle, verhält sich's auch mit meiner Seele. Trag heute der Engel golden Gewand, doch gib morgen schon dem Teufel die Hand. So spiegelt mein Wesen mit wandelndem Tage des menschlichen Daseins ewige Waage. Verschwinde! Wir finden den Weg auch alleine! Feuermähne, das ist der Hyänenspion. Der hat uns gerade noch gefehlt. Ich habe viel über ihn in den Büchern gelesen. Früher war er einmal ein Mensch. Doch er war ein schlichter Mensch und hat jeden verraten seines Vorteils willen. Eines Tages hat er den Bogen überspannt und Xabros an einen König verraten, der dem Zauberer das Handwerk legen wollte. Und was ist geschehen?
Xavros ist ein listenreicher Zauberer. Wie so oft entkam er dem Hinterhalt und bestrafte den Verräter. Er verwandelte dessen Haupt in das Haupt einer Hyäne, dass jeder ihn erkennen kann. Doch das hat den Hyänenspion nicht sehr berührt. Seine Doppelzüngigkeit ist unübertroffen. Die meisten gehen seinen Schmeicheleien dennoch auf den Leim. Er hat keine Freunde und verkauft jeden für ein paar Goldstücke. Man weiß nie, ob er gerade auf der guten oder schlechten Seite steht. Aber eines ist sicher. Dort, wo er ist, wird bald Unheil aufkommen. Unheil und Zwietracht ziehen ihn an. Er kann es wittern und versucht daraus ein Geschäft zu machen. In Cherab ist sicher etwas im Gange. Der Hyänenspion ist zwar in die andere Richtung gelaufen, aber er wird uns folgen. Ich möchte den Kopf des größten Elfenkobolds verwetten, dass sich der Zauberer in Cherab aufhält und irgendetwas plant. Feuermähne und Queck haben sich in ein Wirtshaus begeben. Naja, da ist wirklich kein großer Unterschied. Ich war mit meinem Vater auch schon in einem Wirtshaus. Hier, die Herren, der Wein. Hab ich einen Durst? Queck, hast du ausgerechnet Wein bestellen müssen? In diesen Wirtshäusern gibt's nur Wein. Und erzähl mir bloß nicht wieder was von Limonade. Ist ja schon gut. Sag mal, hast du Geld bei dir? Ich hab 5 Kupfermünzen und 2 Goldstücke. Hoffentlich reicht das. Ich habe keine Lust, später Geschirr zu spülen. Geschirr spülen. Ha, wie verrückt eure Welt ist. Geschirr spülen ist, wenn... Schau, der Hyänenspion. Er ist uns gefolgt. Ja, wirklich. Er setzt sich an den hinteren Tisch. Die Männer am Tisch trinken viel Wein und grölen schon die ganze Zeit wie wild herum. Wir stürzen ihm Becher voll Wein. Schaut euch den an. Hey, du Kauz. War dein richtiger Kopf so hässlich, dass du ihn mit dem einer Hyäne vertauscht hast? Mein Herr, ihr seid ja so gescheit. So wie ihr sagt, trug es sich zu, vor langer Zeit. Ich nehme einen Stuhl. Nur allzu gern sitz ich bei solch gelehrten Herren. Was soll das Gefasel? Willst du mich zum Narren halten? Mich, Dromur, den stärksten Kämpfer? Ich werde es sein, der morgen das große Schwertkampfturnier gewinnt. Und die Belohnung 100 Goldstücke sind mein. Und du wagst mich zu verspotten? Warte, ich will dir zeigen, wie gelehrt ich bin. Mein Herr, hört auf. Ich bitt euch, ach, ich bin nur klein und allzu schwach. Nie könnte ich gegen eure Kraft bestehen. Doch eines muss ich leider eingestehen. Im Wirtshaus ist einer, mit Bedauern ich es sag, der euch zu trotzen wohl vermag. Was? Wo ist der Kerl? Der Junge da hinten mit den roten Haaren, bei dem, ihr Herr, könnte euch gar Übles widerfahren. Der Junge? Der Junge? An dessen Seite ein Zwerg sitzt? Du bist nicht ganz recht im Kopf. Soll ich einen Buben fürchten? Willst du, seltsamer Vogel, mich foppen? Warte! Warte! Nicht alles das, was man so meint, ist später so, wie es vorher scheint. So wirkt der Jüngling schwach und zahm, doch führt er einen starken Arm. Geh mir aus dem Weg! Das will ich mir selbst ansehen. So wollten die beiden den Weg nicht mit mir teilen. So soll nun der Raufbold bei ihnen verweilen. Junge, wie ich hörte, sollst du ein starker Kämpfer sein. Aber ich, Robur, bin der Stärkste hier in der Gegend. Komm her, ich will mich mit dir messen. Mach, dass du verschwindest! Was?
Ein Zwerg will mich wie einen Hund davonjagen. Mich, Grobur! Da! Halt ein, Grober, mein Wirtshaus. Das letzte Mal hast du mir alles kurz und klein geschlagen. Bei meiner roten Haarepracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht. Nein, nicht! So, das war der letzte. Habt Dank, Freunde. Bei Grobers letzter Rauferei hat er mir mein ganzes Wirtshaus zertrümmert. Setzt euch. Ihr seid natürlich meine Gäste. Wartet, ich bringe Wein. Die Zauberkräfte, die uns Melor der Seher mit auf den Weg gab, lassen uns jedes Abenteuer bestehen. Noch haben wir das größte Abenteuer vor uns. Hier der Wein. Ich setze mich ein wenig zu euch. Wie kommt es, dass die Raufbolde so aufgebracht waren? Morgen ist das große Schwertkampfturnier. Was? Ein großes Schwertkampfturnier? Ja, in Cherab gehen seltsame Dinge vor sich. Ihr müsst wissen, dass hier nichts mehr so ist, wie es früher war. Einst war König Amura, unser Herrscher, gerecht und mild gegenüber dem Volke. Wir lebten glücklich und zufrieden. Doch seit kurzer Zeit ist der König nicht mehr der König, der er einmal war. Er hat die Steuern erhöht. Und wer nicht bezahlen kann, der wird in den Kerker geworfen. Und die Prinzessin Cesar, die mit ihrem lieblichen Antlitz jahrelang das Volk erfreute, zeigt sich auch nicht mehr. Man munkelt, dass König Amura sie eingesperrt hat, um dem Volk auch noch diese letzte Freude zu nehmen. Erzählen Sie uns mehr. Mehr weiß ich auch nicht. Nur eines noch, dass für morgen ein großes Schwertkampfturnier angesagt ist. Der Sieger soll 100 Goldstücke aus der Hand des Königs empfangen. Wir werden uns morgen auf den Turnierplatz begeben, um dort etwas in Erfahrung zu bringen. Ja, ihr könnt euch ganz auf mich verlassen. Ein Elfenkobold bringt alles in Erfahrung. Doch habt Acht. Ich dürfte es euch gar nicht sagen, weil es sein könnte, dass ich mit dem Tod bestraft werde. Es wurde auch gemunkelt, dass Hauptmann Erol etwas mit dem seltsamen Verhalten des Königs zu tun hat. Wenn ihr wirklich auf den Turnierplatz gehen wollt, hütet euch vor diesem Mann. Danke für die Warnung. Können Sie uns Quartier für die Nacht geben? Natürlich, kommt mit. Ein trefflicher Gedanke. Ich bin so müde wie alle Elfenkobolde meiner Heimat zusammen. Feuermähne und Queck begeben sich vom Wirt begleitet zur Ruhe. Alles scheint friedlich. Doch unbemerkt von jedermann hat der Hyänenspion das Gespräch der beiden mit dem Wirt belauscht und macht sich sofort auf den Weg zum Palast. Öffnet! Ich, Hauptmann Erol, verhafte euch im Namen König Amuras, des Herrschers Cherabs. Hauptmann Erol, ist das nicht der Halunke, vor dem wir uns in Acht nehmen sollen? Ja, doch ich glaube, es ist zu spät dazu. Was haben wir denn getan? Ihr seid durch einen Treuergebenen des Hochverrats überführt worden. Wachen, führt sie ab und werft sie in den Kerker. Feuermähne, lass uns unsere Zauberkraft benutzen. Die Wachen können wir leicht überrumpeln. Nein, Queck, wir warten. Sicher können wir aus dem Kerker entfliehen. Erst wenn wir Näheres wissen, dann nutzen wir unsere Zauberkraft. Feuermähne und Queck werden von den Wachen des Hauptmann Erol in den Kerker geführt. Am Palast angelangt, trennen sich die Wege der beiden Gefangenen, ihrer Bewacher und der des Hauptmanns. Ha! Ein Halbwüchsiger und ein Zwerg. 2 Narren glaubten mich aufhalten zu können. Niemand hält mich auf. Kurz vor der Stunde meines größten Triumphes. Mein Hauptmann, ich habe euch die Verräter gezeigt. So gebt mir nun, was mein Herz erfreut. Was ist es, was ihr wollt? Ach, recht wäre mir ein Beutel Gold. Der König Amura erwartet dich. Er selbst wird dich entlohnen. Du kannst sicher im Palast bleiben. Männer wie dich können wir hier gebrauchen.
Zum Glück haben sie uns die Waffen gelassen. Diese Dummköpfe! Wie sollen die ahnen, dass ich hinter einem alten Stock und meiner abgenutzten Bola, die ich von meinem Großvater geerbt habe, solche Wunderwaffen verborgen halten? Du hast recht. Dummköpfe! Und was machen wir jetzt? Wir warten noch eine Weile. Dann breche ich mit meiner Zauberkraft die Kerkertür auf. Ja, und dann schauen wir mal nach, was im Palast so vor sich geht. Da weint jemand. Das habe ich auch schon gehört. Es muss von da hinten kommen. Ein Mädchen? Was tut ein Mädchen hier im Kerker? Wer bist du? Ich bin Prinzessin César, die Tochter König Amuras. Warum hat man euch in den Kerker gesperrt? Man hält mich hier gefangen, weil man glaubt, dass ich etwas verraten könnte. Wer könnte so grausam sein, dich einzusperren? Und was ist es, was du verraten könntest? Sag mir, Prinzessin, wer es gewagt hat, dich hier einsperren zu lassen. Und ich schwöre bei Elvira, der Kerl soll mich kennenlernen. Das ist nett von euch beiden, aber ich glaube, dass niemand mir helfen kann. Mein Vater, König Amura, ist verraten worden. Er soll vom Thron gestürzt werden. Hauptmann Errol, der Führer der königlichen Armee, hat sich mit Xavros, einem bösen schwarzen Zauberer, zusammengetan. Was? Die beiden Halunken gemeinsam? Das hätte ich mir denken können. Sei ruhig, Queck. Der Hauptmann hat meinen Vater in einen Hinterhalt gelockt und eingesperrt. Der Zauberer hat mit Hilfe seiner bösen Mächte die Gestalt meines Vaters angenommen. In der Maske des Königs Amura hat er sofort damit begonnen, das Volk zu unterdrücken. Was bezweckt er damit? Mein Vater, der wahre König Amura, war beliebt beim ganzen Volke. Mit ihrer List haben die beiden Verschwörer diese Beliebtheit jetzt in Hass verwandelt. Aber Xavros, der Zauberer, kann doch nicht ewig in der Maske des wahren Königs bleiben. Das braucht er auch gar nicht. Heute werden er und Hauptmann Errol ihre finsteren Pläne verwirklichen können. Was führen diese Schurken im Schilde? Xavros will den Sieger des Schwertkampfturniers zum Zweikampf fordern und töten. Das Volk wird außer sich sein vor Wut. Hauptmann Errol wird vortäuschen, den König zu stürzen. Der Zauberer wird im Geheimen die Maske des Königs fallen lassen und verschwinden. Errol wird sich zum neuen König krönen und das Volk ist einverstanden, weil es nichts von der List der beiden Verräter ahnt. Mein Vater, der wahre König Amura, wird für ewig als Wahnsinniger im Kerker eingesperrt bleiben. Wir müssen das verhindern. Es ist zu spät. Das Turnier beginnt schon. Ich, König Amura, eröffne das Turnier der Schwertkämpfer. Der Gewinner erhält 100 Goldstücke aus meiner Hand. Hauptmann, die ausgelosten Paare mögen sich gegenüberstellen und auf das Zeichen des Königs hin den Kampf beginnen. Der Kampf eines Turnierpaares hält so lange an, bis einer der Kämpfer entwaffnet ist. Der Verlierer muss den Kampfplatz verlassen. Der Gewinner sucht sich unter den anderen Gewinnern den nächsten Gegner. Das geht so lange, bis ein Kämpfer übrig ist. Er soll der Sieger sein und die Belohnung erhalten. Das Turnier soll beginnen. Die Schwertkämpfe sind in vollem Gange. Nichts scheint das Komplott der beiden Verschwörer mehr aufhalten zu können. Wir müssen den wahren König Amura finden und die Verräter entlarven. Prinzessin César, wo wird dein Vater gefangen gehalten? Ich weiß es nicht. Man hat uns zur gleichen Stunde in den Kerker werfen lassen. Ich konnte seinen Aufenthaltsort einfach nicht erfahren. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier sofort raus. Feuermähne, brech die Kerkertür auf. Bei meiner roten Haarepracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht.
Hyänenspion. Warte! Dir werde ich dein Verrat heimzahlen! Queck, lass ihn. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Er wollte uns verraten und hat sich selbst hereingelegt. Wie klug du junger Mann doch bist. Ich fiel durch meine eigene List. Den Mann, den das Volk als König sieht, ist der Zauberer Xavros, den ich einst verriet. Er hat mich, den Verräter, sogleich erkannt und ihn fort von sich in den Kerker gebannt. Gib Ruhe, Spitzbube! Los jetzt, wir müssen den König Amura suchen. Hört mich an, von mir keine Gefahr mehr droht. Ich sitze mit euch doch im selben Boot. So biete ich nun meine Hilfe an, den wahren König zu finden. Mit meinem magischen Bumerang. Was führst du nun schon wieder im Schilde? Queck, er hat recht. Wie kann er uns denn schaden? Er ist doch ein Gefangener wie wir auch. Ich traue ihm nicht über den... Was habt ihr da? Ein Bumerang. Wildteufelei! In der Mitte des Bumerang bewegt sich etwas. Ein Auge. Mein Bumerang, tue deine Pflicht. Das, was du siehst, das sehe ich nicht. So flieg hinweg den König finden. Komm schnell zurück, gib mir Bericht. Oh, mein Herr Hyänenspion, du hast befohlen, ich eile schon. Weil, Mira, der Bumerang hat gesprochen. Hast du gesehen? Der Hyänenspion hat den Bumerang einfach durch die Wand geworfen, als wäre sie nicht da. Wenn der Bumerang genauso ein Verräter wie sein Herr ist, dann Gnade und... Da, er kommt zurück. Herr Hyänenspion, ich sage dir, der König ist nicht weit von hier. Am Ende des Ganges die Treppe hinunter, ihr lauft sie hinab, ihr lauft sie ganz runter. Im ersten Verlies wird er gefangen gehalten und streng bewacht von zwei gar schrecklichen Gestalten. Los, auf! Die Kerkertür ist noch verschlossen. Gib Ruhe, Verräter! Oh, die Gefangenen! Sie wollen entfliehen! Haltet sie auf! Los, Männer! Ihr haltet meine Zauberkrone! Aber! Ah! Welch Teufelei! Oh! So, das war der letzte. Jetzt wissen die Kerle, was es heißt, sich mit einem Elfenkobold anzulegen. Du, Feuermähne, was machen wir denn jetzt? Prinzessin, du bleibst hier. Hier bist du sicher. Queck, du und der Hyänenspion, ihr müsst versuchen, auf dem Turnierplatz das Schlimmste zu verhindern. Seid mir gegrüßt. Sagt mir, welchen Weg ihr gehen müsst. Hör auf mit dem Gequatsche, Hyänenspion! Komm, Spitzbube! Hier muss es sein. Es entbrennt ein heißer Kampf zwischen Feuermähne und den Schergen des Zauberers Xavros. 4 wild aussehende Kreaturen, die sofort auf Feuermähne losstürzen. Hab Dank, Junge. Herr König, wir müssen schnell auf den Turnierplatz, um das Schlimmste zu verhindern.
Queck und der Hyänenspion haben sich auf den Turnierplatz begeben und unauffällig unter die Menge gemischt. Feuermähne und König Amura laufen so schnell wie nur möglich durch den Palastkerker, um die Verräter noch vor dem Volke entlarven zu können. Doch wird ihnen die Zeit ausreichen? Ich, König Amura, erkenne dich als Gewinner des Turnieres an. Doch bevor du die 100 Goldstücke Belohnung erhältst, musst du dich erst im Kampf mit mir behaupten. Xavros, der böse, schwarze Zauberer, hat in der Maske des Königs Amura den Gewinner des Schwertkampfturniers zum Zweikampf gefordert. Das Schwert des Zauberers ist schnell wie eine Schlange. Sein Gegner hat keine Chance. Da! Xavros hat ihn entwaffnet. Er holt aus. Er will ihn töten. Ich muss das verhindern. Hier, meine Zauberbola. Hier, nimm das, der Elfenkobold soll dich holen. Meine Zauberbola hat den Zauberer genau getroffen. Überall Rauch. Der Rauch löst sich auf. Nanu, wo ist Xavros denn geblieben? Der Zwerg! Tötet ihn! Der Spion! Sie wollen uns! Nanu, wo ist er denn hin? Der wahre König Amura steht hier. Die nicht gehört! Lasst mich los! Entlarvt seid ihr nun, Hauptmann Erroll, niederträchtiger Verräter. Im letzten Augenblick haben Feuermähne und König Amura den Turnierplatz erreicht und so die schurkischen Pläne der beiden Verräter zunichte gemacht. Das Volk ist zufrieden und glücklich, dass es seinen geliebten König wieder ins Herz schließen kann. Hauptmann Erroll, der üble Halunke, wird für Lebzeiten des Reiches verbannt. Die finsteren Tage sind damit vorbei. Unsere Freunde feiern nun mit dem Volk die Zerschlagung des Komplotts. Viele fröhliche Tage vergehen. Doch dann naht die Stunde des Abschieds. Müsst ihr wirklich schon gehen? Mein Volk hat euch so wie ich ins Herz geschlossen. Herr König, ich und Queck, wir würden gerne noch etwas länger bleiben. Aber wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. Ja, Xavros, der Zauberer. Das Amulett. Aber Xavros, wo mag er wohl sein? Vielleicht weiß es der Hyänenspion. Wo ist er überhaupt? Der Halunke! Als auf dem Turnierplatz Hauptmann Erroll seine Wachen auf uns setzte, hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Ja, und er nicht allein. Er hat die Hälfte meines königlichen Schatzes mitgenommen. Dieser Hyänenspitzbube, wenn ich den in die Finger kriege. Naja, das ist ja nicht so tragisch. So wie meine Tochter und ihr beide mir berichtet habt, hat der Hyänenspion zu der Rettung meiner Krone und meines Reiches Erhebliches beigetragen. Die Hälfte meines Schatzes ist zu verschmerzen. Sehen wir den Hyänenspion nicht als Dieb, sondern als Thronretter, der sich großzügig selbst entlohnt hat.
Feuermähne und Queck, der Elfenkobold, haben Cherab verlassen. Schade, ich wäre gerne noch in Cherab geblieben. Ich glaube, sogar König Amura hätte uns gerne für immer bei sich behalten. Nicht nur er, auch die Prinzessin. Hast du die Tränen auf ihrer Wange gesehen, als wir uns verabschieden mussten? Ja, sie hat geweint. Aber da ist noch jemand, der in letzter Zeit auch sehr viele Tränen geweint hat. Wen meinst du? Meine Mutter, mein Vater, Georg mein Bruder. Sie denken sicher, ich wäre tot. Wir müssen Xavros den Zauberer finden und Melot das Amulett bringen. Ich muss nach Hause zurück. Auch ich will zurück in meine Welt. Wir werden ihn finden. Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Ja, aber er ist nicht tot. Hörst du den Falkenqueck? Ja, bei Elvira, der Schutzgöttin der Elfenkobolde. Ja. Er wird uns führen. Durch ihn ist Melot der Seher immer in unserer Nähe. Mit seiner Hilfe werden wir Xavros den Zauberer finden, das Geheimnis des Pentagramms lösen und für immer zurückkehren.